Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Alter, ich habe gerade vorher etwa 10 Minuten aufgenommen mit einer Podcast-Folge und dann hat es irgendwann abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt und ich habe... es ist einfach alles fucking mühsam gerade. Aber ich nehme es jetzt einfach von vorne auf. Es war irgendwie so ein Durcheinander gewesen, dass ich mir jetzt denke, komm, ich fange jetzt einfach nochmal an. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie gross anfangen zu reden. Ich habe jetzt mehr so ein bisschen Live-Update-mäßig geredet. Aber ich kann es auch gleich einfach nochmal erzählen und tue jetzt einfach so, als hätte würde ich es jetzt zum ersten Mal erzählen, weil ich habe jetzt einfach eigentlich 10 Minuten mit mir selber geredet. Aber ist voll okay. Es war gerade Self-Therapie. Spaß. Nein, also... es ist gerade verdammt warm da rein, alle. Ich mache nachher mal vielleicht das Fenster schon auf. Aber ich habe Angst, dass da Spinnen reinkommen. Weil ich habe bei mir daheim im Zimmer habe ich so ein schönes Muckennetz. Und da in der Wohnung haben wir es noch nicht. Ich glaube, das ist so ich habe eigentlich immer gesagt, das ist das Erste, was ich kaufen will. Neben meinem Mikrowellen alle. Aber vielleicht mache ich es gleich irgendwann auf. Aber ja, mal gucken. Ich habe letzte, als ich duschen bin, ich fange so an zu duschen, ich sehe so am Ecke so eine ganz kleine Spinne und ich so, ja, ich schwöre, falls ihr Spinnenphobie habt, Angst vor Spinnen und ihr zieht aus und ihr zieht mit jemand anderem aus, schaut, dass die andere Person keine Spinnenphobie hat, sonst sind ihr am Arsch. Das ist mir das Wichtigste gewesen, das ist so allgemein für meinen Partner ist so ein wichtiger Punkt, dass er keine Angst vor Spinnen hat, sonst haben wir keine Zukunft. Ist einfach so. Spaß. Gut, also. Nein, ich habe vorher so ein bisschen erzählt, eigentlich, dass ich einfach so ein bisschen im Stress bin, beziehungsweise, also ja, ich bin nicht im Stress, aber es ist wieder mal so eine Podcast-Folge, wo ich einfach komplett, kurzfristig aufnehme. Es ist jetzt 20:08 Uhr am Mittwochabend. In 4 Stunden oder 3,5 sollte die Podcast-Folge online kommen. Ich muss heute nach Hause gehen und noch packen, weil ich gehe morgen auf Lyon und ich freue mich so fest. Also für die mich jetzt so ein bisschen wissen, dass ich studiere, denkt sich, Bro, also Vollzeit studieren, denkt sich, Bro, wie Mann ist ansteigen. Also erstens mal, ich habe ein Modul, wo man gerade selbstständig so ein bisschen am Projekt arbeiten. Darum habe ich jetzt morgen nicht offiziell Schule. Ich kann mir selber Zeit einteilen, wenn ich an diesem Projekt arbeite und ich bin schon praktisch fertig und ich kann jetzt morgen auf dem Hinweg dann einfach noch so ein bisschen worken. Und das ist so geil. Ich liebe meinen Studiengang für das so fest, dass es einfach, es ist einfach top, wirklich. Sehr happy. Allgemein, für die, das ist jetzt auch Werbung, Alter, ich mache da gerade gratis Werbung und also das kommt wirklich von ganz tief im Herzen. Spaß. Für die sich so ein bisschen für meinen Studiengang interessieren, es hat eben auch schon ein paar gefragt, ob ich mal eine extra Podcast-Folge über das machen will. Ich habe das Gefühl, es juckt jetzt die kleine Menge von euch da aussen eher und die Grossteil wahrscheinlich jetzt eher nicht. Aber falls ich das gleich mal irgendwie so ein bisschen ansprechen, so was wir genau machen oder irgendwie vielleicht wie mein Aufnahmeverfahren war. Ich habe jetzt zwar überall schon ein bisschen erzählt, habe ich das Gefühl, I don't know, kann ich mir so schreiben und so schreiben wir auf Insta privat vielleicht Antworten ja und dann können wir über meinen Studiengang reden. Aber ich kann nur sagen, für die, die sich interessieren, Cast an die Visual Media an der ZHDK studieren. Am 24. November ist der Infotag an der ZHDK. Ich will leider nicht vor Ort sein, weil ich dann in Davos bin, aber ja, könnt gerne mal reinschauen, falls euch das interessiert. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich ein paar von euch nächstes Jahr sehe. Nein. Aber ich gehe eben morgen auf Lyon für 4 Tage bis zum Sonntag und ich freue mich so fest. Ich glaube, die mich so genau verfolgen, oder zumindest schon über ein Jahr, die wissen, dass ich genau vor einem Jahr in Lyon war, im Sprachaufenthalt für 2 Jahre. Und ich ja richtig coole Zeit dort hatte. Das ist richtig nice. Eine von meinen besten 2 Wochen in meinem Leben gewesen, glaube ich. Und ich denke immer noch so mega gerne zurück. Ich habe jetzt gerade so Flashbacks auf Snapchat und das ist so... Ja, einfach weil es so eine geile Zeit war und ich so coole Leute kennengelernt habe. Und ich habe jetzt noch mega engen Kontakt mit denen. Also ich sehe die vielleicht alle 3 Wochen. I don't know. Und schreiben das halt immer mal wieder. Aber ja, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wie gesagt, wir machen so ein... Wie sagt man dem? Hat das einen Namen? Ich habe schon so oft den Begriff gesucht, weil es ist ja nicht ein Jahrestag. Es ist auch nicht eine Reunion. Was ist es? So ein Nein, es ist ja kein Recap. Ich weiß nicht, was es ist. Schreibt es in die Kommentare. Aber auf jeden Fall so ein bisschen ein Bla, dass wir uns nach einem Jahr genau wieder alle zusammen nach Lyon gehen. Und wir haben jetzt ein Apartment zusammen und es wird so geil, oder? Wir werden Glühwein wahrscheinlich ein bisschen machen. Wir werden so ein bisschen Winter, I don't know, Spiele machen. Wir werden wieder in die gleichen Clubs gehen. Ich glaube, das wird... ich bin allgemein so ein nostalgischer Mensch, Freunde, das müsst ihr wissen. Und
gerade so mit den gleichen Leuten genau nach einem Jahr das erleben, das ist so, ja, darum, ich bin sehr hyped und voll, ich freue mich richtig. Ja, und das ist eben morgen bis am Sonntag und ich kann dann euch das nächste Mal dann erzählen, wie es war. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und sonst habe ich weiß gar nicht, was ich noch so viele Lebensupdates in meinem Leben habe. Ja, ich sollte endlich mal mein YouTube-Video fertig schneiden. Ich glaube, ich mache das jetzt auch morgen auf dem Weg. Kennt ihr das, wenn ihr so irgendwo hergeht mit dem Zug und es ist so eine längere Fahrt als sonst, dass ihr dann alles auf die Zugfahrt verschiebt? Ich mache das irgendwie amigs, dass ich so alles, was ich so zu tun habe und kann am Laptop machen. Also ja, das mache ich dann dort im Zug. Darum, morgen werde ich jetzt noch ein YouTube-Video schneiden, plus noch mein Projekt beenden. Mal schauen, ob ich das schaffe. Vor allem, ich bin im Bus, merke ich gerade. Das ist noch ein bisschen mehr Pain. Aber ist auch egal. Irgendwann wird das YouTube-Video online kommen. Das Ziel wäre eigentlich, dass es morgen online kommt, am Donnerstag, am 6. Also macht mir einfach selber, schreibt mir so auf Insta, yo, wir wollen unbedingt das YouTube-Video sehen, dann habe ich so noch ein bisschen mehr Motivation. Weil es ist jetzt schon so lange her, als ich ein YouTube-Video hochgeladen habe. Es ist so schlimm. Ich bin eigentlich in meinem tiefen Herzen bin ich so eine YouTuberin. Ich glaube, viele assoziieren mich als so TikTokerin. Aber für mich ist das immer so ein bisschen eine Nebenplattform gewesen. Oder so ein bisschen eine Unterhaltung wegen Corona. Und YouTube war so mein Main-Ding. Ich habe ja mit YouTube angefangen. Und jetzt ist es irgendwie so fast... Also ich will nicht sagen, dass TikTok meine Hauptplattform ist. Ich will allgemein nicht sagen, dass ich jetzt eine Hauptplattform habe. Aber ich habe schon so lange kein YouTube-Video mehr hochgeladen und es ist so sad, weil das ist so... Darauf ist mein ganzes Leben und irgendwie so mein ganzer Effort, mein ganzes Herz ist eigentlich auf YouTube, auf TikTok. Klar, ich mache auch Videos, aber die sind jetzt nicht so... Ja, es ist jetzt nicht so crazy wie meine YouTube-Videos. Oder? Nein, darum, ich will jetzt eigentlich allgemein wieder ein bisschen aktiver auf YouTube sein. Das wäre so geil. Also, ich brauche da euren Support auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder am Start sind. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen so 2-monatige Pause gemacht habe. Allgemein so Weihnachtsvideos, Friends, das ist so geil. Vielleicht kommt mit der Matti Glühwein-Challenge wieder, aber ich muss mal schauen, ob wir Zeit finden. Aber um das geht es eigentlich gar nicht in dieser Podcast-Folge. Ich habe gedacht, es wäre mega geil, wieder mal eine Podcast-Folge machen, wo wir so ein bisschen über grosse Schwestertags reden. Also eigentlich war das ursprünglich die Idee am Anfang von dem Podcast, dass ich so ein bisschen über Themen rede. Also ja, ist ja eigentlich immer noch. Ja, eigentlich geht mein Podcast über, dass ich eine grosse Schwester bin und euch da meine Erfahrungen teile und dass wir uns gegenseitig viel therapieren. Aber ich finde es auch geil, es gibt mega viele Themen, die jetzt vielleicht nicht gerade lange für eine ganze Podcast-Folge oder wo ich jetzt vielleicht auch nicht so viel zu sagen hätte, dass ich 40 Minuten darüber reden könnte, aber vielleicht gleich der eine oder andere kann helfen und vielleicht, also eben, ich habe jetzt das einmal gemacht, dass ich eure Fragen so ein bisschen beantwortet habe. Habe ich das schon gesagt? Ich will eure Fragen beantworten. So auf Insta haben wir schreiben. Ja, folgen wir auf jeden Fall, Natisel_, falls wir nächstes Mal auch eine Frage stellen. Ja, nein, und ja, ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht, wo ich das Gefühl habe, ich kann so ein bisschen das eine oder andere dazu sagen. Und ja, ich liebe das irgendwie auch. Ich finde das so geil, weil ich glaube, ich hätte selber, also es geht nicht mal darum, dass ich die grosse Schwester muss sein und dass ich jetzt da nur Fragen beantworte von jüngeren Leuten, sondern ich finde es auch manchmal eben nice, das jetzt anzuhören bei anderen, was so ihre Erfahrungen sind und so. Aber auch früher hätte ich es mir so ein bisschen gewünscht, dass jemand einfach vielleicht so ein bisschen offen redet und so ein bisschen, ja, Sachen beantwortet. Eben, ich habe halt selber keine grosse Schwester gehabt. Okay, ich hätte gerne eine grosse Schwester gehabt, jetzt bin ich eure grosse Schwester, peace out. Und darum beantworte ich jetzt mal so ein bisschen eure Fragen oder gebe so ein bisschen meinen Senf dazu. Wir fangen an. Ich würde mir Erfolg wünschen mit Tipps, wie man lernen Smalltalk führen. Eben, Alter, es ist schon wieder passiert. Das ist schon beim letzten Mal passiert, als ich jetzt das scheiß Ding aufgenommen habe. Immer wenn ich mein Handy starte, dann sich meinen Laptop verbinden mit meinem Handy und dann hat der Laptop einfach keinen Bock mehr, meine Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich hoffe, es hat uns nicht komplett unterbrochen. Ich lese es jetzt einfach nur schnell einmal vor. Ich habe mir Erfolg wünschen mit Tipps, wie man lernen Smalltalk führen. Eben wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt eine ganze Folge oder dass ich jetzt eine halbe Stunde über das Thema Smalltalk reden könnte. Aber es gibt auf jeden Fall so 1-2 Punkte, wo ich so ein bisschen gelernt habe über die Jahre, wo ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hasse Smalltalk, ich finde das so unangenehm. Und das Schlimmste ist, dass alle kennen das so, wenn du so am Morgen am Bahnhof bist und du siehst irgendeinen
kann irgendeinen Böck, wo du früher in die Schule gegangen bist und der winkt so von weitem und du weißt so, oh Scheiße, ja, jetzt müssen wir so eine halbe Stunde Zug zusammenfahren und Smalltalk führen. Boah, ich hasse das so fest, oh mein Gott. Es tut mir mega leid, ich bin kurzer Real Talk, ich bin dann einfach ein Mensch, der einfach so tut, das hätte ich nicht gesehen. Das ist so schlimm, das macht mir so unsympathisch, es tut mir leid, aber ich hasse Smalltalk manchmal so fest, dass ich so gerne einfach aus dem Weg gehe. Ja. Darum, also, falls ich dich mal sehe im Zug und ich gehe auf dich zu, dann weisst du, hast einen sehr grossen Platz im Herzen. Spaß. Okay, also, meine Tipps zu Smalltalk. Also, wir müssen alle irgendwann mal in unserem Leben immer wieder mal Smalltalk führen, darum wir können nicht komplett voneinander, von dem Ganzen weggehen. Und eben, es gibt so die ein oder andere Sachen, die man schauen kann. Das erste Mal, also der erste Punkt ist fake it till you make it. Also, es ist irgendwie so simpel. Aber gibt der anderen Person jetzt das Gefühl, dass es awkward ist und dass ihr jetzt über Sachen reden und dass Pausen nicht cringe sind, sondern redet einfach ganz normal, ganz locker. Als würde ihr jeden Tag miteinander reden. Und hol vielleicht gar nicht die Smalltalk-Themen auf mit Wetter und wie geht's dir und wie läuft das Studium, sondern vielleicht hast du so 1-2 Fragen, die du schon im Vorhinein so ein bisschen, ich weiss auch nicht, ein bisschen ready hast. Oder manchmal, das ist mein zweiter Punkt. Ich bin eigentlich jetzt noch kurz beim ersten Punkt geblieben, dass es das Fake it till you make it ist. Also einfach komplett offen sein, hey, hoi, ja, voll, also weißt du, so ganz natürlich und nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt Smalltalk führen und oh mein Gott, das ist jetzt mega unangenehm, sondern einfach ganz entspannt. So. Und wenn mal eine Pause ist, der Person überhaupt nicht zu merken geht, dass es jetzt weird ist, sondern einfach ganz entspannt. So, weiß auch nicht. Auch mal easy ans Handy gehen, scheißegal. Nein, oder aus dem Fenster schauen oder so. Also wie gar nicht das Cringe machen, sondern einfach so ganz entspannt. Und der zweite Punkt, also das ist vielleicht, merkt ihr, Alter, ey, was ist los? Ich weiss nicht, warum mein Handy sich immer wieder verbindet. Das ist so scheiße, kann ich das irgendwie ausschalten? Das ist ja mega mühsam. Aber weißt du, ich mache mal Flugmodus rein. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Naja, auf jeden Fall, ich wollte eigentlich sagen, der eine grosse Punkt, wie man Smalltalk vor allem so ein bisschen umgehen kann, ist, dass erstens, dass ihr so die 1-2 Themen findet, die ihr immer ansprechen könnt. Also, Punkt 1, ihr schaut gerade in welcher Situation das sind, Umgebung vielleicht, und irgendetwas könnt ansprechen. Also ich zum Beispiel, mein Thema Nummer 1 ist immer, dass ich mir gerade überlege, hey, was ist jetzt heute Morgen passiert, wo irgendwie lustig oder unangenehm ist oder auch wenn es niemand interessiert. Die Leute sind manchmal, die andere Person ist manchmal einfach froh, wenn er etwas zu reden hat. Also wirklich, ich bin ja manchmal auch einfach froh, wenn eine Person anfängt zu reden und es ist mir scheißegal, was sie erzählt, hauptsächlich sie reden und es ist nicht ruhig. Und zum Beispiel erzähle ich dann, Alter, ich habe heute Morgen so Stress gehabt und habe das nicht gefunden und habe den Bus verpasst oder keine Ahnung. Einfach etwas mega random. Und das kann auch dann so ein bisschen persönlich sein, um vielleicht das Eis zu brechen oder irgendwie so, irgendetwas. Es kann irgendetwas sein, dass er gerade irgendwie über das redet. Oder eben, wenn es jetzt zum Beispiel am Bahnhof ist, einfach easy fragen, hey, wo gehst du gerade hin, wo bist du gewesen, von wo kommst du, was machst du da, wieso bist du genau in dem Moment da. Vielleicht, wenn die Person länger nicht gesehen hast, aufs Aussehen achten, hat sie mit seinen Haaren etwas gemacht, Outfit. Oder gibt es irgendetwas, das ist manchmal auch richtig nice, wenn es eine Person ist, wo du zum Beispiel solche Insider hast von früher oder so, hol die auf, dass du so schnell ins Eis brechen und das ist so einfacher, als einfach so, wie läuft die Schule, wie läuft das Arbeiten. Sondern einfach über etwas erzählen. So, oh mein Gott, mir ist gerade letztens das wieder passiert oder das wieder in den Sinn gekommen. Einfach so ein bisschen Eis brechen. Oder eben, wenn es halt eine Person ist, die jetzt ihr allgemein noch nie close waren, sondern du weißt halt einfach nicht, dann probier auszuweichen, so, lol, was machst du jetzt da? Also irgendeinen Zusammenhang werdet ihr ja safe haben. Also irgendeine Verbindung. Von irgendwo kennst du die Person ja. Ob es jetzt von der Schule ist. Meine 0815-Frage ist ja immer, mit wem hast du noch Kontakt von der Schule? Das ist auch immer meine 0815-Frage, weil ist halt einfach etwas, was mich jetzt wirklich noch so ein bisschen interessiert und so. Und dann kannst du so ein bisschen erzählen und dann kommst du irgendwie dann aufs Thema Schule. So ein bisschen und dann hast du so ein bisschen Connection und musst nicht über Smalltalk reden. Genau, wir kommen zu der nächsten Frage. Du siehst deinen Ex jeden Tag mit seiner neuen und es verletzt dich trotzdem, auch wenn du Schluss gemacht hast. Bro, ich kann das so verstehen, irgendwie, weil
auch wenn du Schluss gemacht hast, die Beziehung vorbei ist und es seine Gründe hat, warum es vorbei ist, heisst das ja vielleicht dann nicht gerade automatisch, dass man dann die Person nicht mehr liebt oder dass sie einem nicht mehr bedeutet. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie... Oder ich habe das früher mega schnell gedacht, dass man dann kein Gefühl mehr haben darf. Aber du tust eine Beziehung vor allem wahrscheinlich beenden, weil es nicht passt oder weiß auch nicht, weil jemand verletzt worden ist oder irgendwie so. Also es hat ja irgendeinen Grund, aber das heisst ja dann vielleicht nicht gerade, dass du die Person liebst. So. Oder dass es eben, dass die sie nicht wichtig ist und so. Und gerade eben, wenn es ein Ex ist und so und es ist vielleicht auch jetzt so ein bisschen frisch und du siehst die Person mit jemand anderem und dann jeden Tag, dann ist das logisch verletzend. Also das kannst du nur schon mit einer Freundschaft vergleichen, wenn du mit jemandem mal mega close bist. Und, ach Gott, vielleicht ist das doch etwas anderes. Und dann seht ihr euch in der Schule und die sagen dann im Heu und dann ist es auch so, okay, nein, das ist vielleicht etwas anderes. Aber ich will eigentlich damit sagen, dass ich es eigentlich mega gut kann verstehen und dass es eigentlich in dem Moment mega wichtig ist, dass du dir jetzt nicht irgendwie sagst, dass du das jetzt nicht darfst fühlen oder ja, vielleicht, ich sage jetzt mal eifersüchtig, nicht darfst sein, sondern es ist ja ganz normal. Also es ist ja voll legitim, dass du immer ein Gefühl für ihn hast und ja eigentlich mega gut, dass ihr vielleicht gemerkt habt, es passt gleich nicht oder so. Und darum ist es wichtig, die Gefühle in dem Moment auch akzeptieren und sagen, hey, es ist jetzt voll okay, also du kannst dir selber sagen, es ist voll okay, dass ich das jetzt fühle, dass es mir vielleicht jetzt ein bisschen weh macht, dass ich eigentlich immer noch so ein bisschen Gefühl habe und ich noch nicht komplett von dieser Person mich lösen kann. Und dass du in dem Moment wie die Gefühle akzeptierst, aber gleich auch, ja, jetzt nicht irgendwie gegenüber deinem Ex so ihm das mega zu merken ist, sage ich mal, dass es nachher für ihn unwohl ist oder weiß doch auch nicht, sondern einfach freundlich sein, lieb und für dich selber akzeptieren, hey, das ist jetzt voll okay. Vielleicht geht es ihm auch so ein bisschen so, auch wenn er jetzt eine neue hat, so. Darum, genau, ich finde, das Wichtigste ist in dem Moment, dass du deine Gefühle kannst so zulassen für dich und die akzeptieren und sagen, hey, das ist voll easy, so, ich darf das fühlen, aber ja, ich glaube, eben, wenn sie in dem Moment unterdrückst von, oh mein Gott, nein, dann macht das irgendwie noch schlimmer. Ich hoffe, ich kann dir jetzt irgendwie helfen damit. Wie merkt man, dass man in der Friendzone ist? Oh, schwieriges Thema. Vor allem, ich finde es so schwierig, weil ich selber bei safe auch schon in der Friendzone war oder irgendwie, keine Ahnung, bin mit jemandem befreundet und habe nicht gemerkt, dass die andere Person Feelings bekommen hat und ist plötzlich dann in der Friendzone bei mir gewesen. Aber ich kann zum Beispiel jetzt, also es gibt, ich glaube heutzutage auch noch viel das Ding vor, dass man zum Beispiel Friends Plus hat und dann in der Friendzone ist. Und das finde ich dann so ein bisschen schwieriger, weil du hast dann so den körperlichen Kontakt und alles und vielleicht auch wie so eine Leidenschaft zwischeneinander. Und das finde ich dann schwierig, um das dann können sagen, ob jetzt die Person, also ob du jetzt in der Friendzone bist oder nicht. Ich glaube, in dem Punkt musst du einfach dann voll offen können kommunizieren. Wenn du jetzt wirklich im Friends Plus Ding bist, ich glaube, das ist auch allgemein im Friends Plus, wenn du das hast, ich glaube, dann ist es allgemein mega wichtig, dass du kannst miteinander kommunizieren über Feelings und dass du das kannst ansprechen und sagen, hey, ich merke jetzt langsam bei mir, dass so ein bisschen Feelings kommen und so, dass du einfach mit dem kannst umgehen oder eben auch umgekehrt kannst fragen oder so. Aber wenn es jetzt wirklich eine Situation ist, von zum Beispiel jetzt in einer Freundschaft, dass du einfach nur befreundet bist mit jemandem und merkst, du kommst Feelings über und du weißt jetzt nicht, ob die andere Person auch Feelings bekommt. Da gibt es wie so gewisse Anzeichen, würde ich mal sagen, ob man kann merken, ob die andere Person jetzt auch Feelings hat. Ich würde sagen, so das Flirten kann ein Anzeichen sein, muss aber nicht. Also es gibt ja auch viele, wo man so ein bisschen flirty unterwegs ist, aber es heisst wie nichts, sondern es ist einfach so ein bisschen, entweder so ein bisschen ein Attention-Ding oder so ein bisschen, ja, einfach spannend halt, so ein bisschen spicy, aber es heisst nicht, dass man gerade Feelings hat, wisst ihr, was ich meine? Und es gibt aber so die eine Anzeichen. Und ich würde sagen, sobald du merkst, dass die andere Person so ein bisschen eben den Körperkontakt so ein bisschen sucht, also wie nicht abgeneigt ist, wenn du mal so ein bisschen den Körperkontakt machst, dann könnte es schon ein Anzeichen sein. Also ich weiss zum Beispiel noch, dass ich einen besten Kollegen habe und ich habe es aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass er Feelings hat. Ich habe das erst im Nachhinein gemerkt und habe mir das so ein bisschen gesagt. Und dass es für ihn so ein, zwei Situationen gegeben hat, wo er gemerkt hat, dass er in der Friendzone ist. I'm sorry. Dass es zum Beispiel so eine Situation gegeben hat, dass, wie ist das gewesen? Das ist halt schon mega lange her. Dass wir irgendwie so alle zusammen, ja, wir sind halt Jugendliche, die so ein bisschen Fangis gespielt haben.
Oder irgendwie so. Und dann bin ich hinter einem Baum gestanden und er hat mich irgendwie eigentlich gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall ist es nachher so darum gegangen, dass er mich dann so hat lang umarmen, so auf der romantischen Ebene, wo ich ihm dann voll das Gefühl habe, ja, weiß nicht. I'm so sorry. Aber ja, auf jeden Fall, vielleicht kann es so ein bisschen ein Anzeichen sein. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen probieren, so ganz scheuche, romantische Moves zu machen. Eben eventuell in Richtung körperlichen Kontakt. Und eben, es muss nicht sexuell sein, es kann auch einfach händchenmäßig sein oder mal die Hand aufs Bein vom anderen oder einfach so ein bisschen so und schauen, wie die andere Person reagiert. Weil wenn es die andere Person zulässt und vielleicht sogar ein Zeichen zurückgibt, dann weisst du eigentlich, dass du nicht in der Friendzone bist. Also, ja, kannst du jetzt nicht verallgemeinern, aber würde ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen sagen. Oder ja, eben, ja, vielleicht ist allgemein der Punkt so mit romantischen Sachen. Also ich glaube auch, wenn du jetzt in einer Friends-Plus-Situation wärst und du würdest einen romantischen Move machen oder etwas Kitschiges, Süßes sagen oder irgendwie einen Spruch machen, wo vielleicht zukunftsmäßig, wo es um die Zukunft geht oder etwas Romantisches mäßig, kannst du mega schauen, ob die andere Person, wie die andere Person reagiert, um das abzutesten. Aber ich bin eigentlich allgemein immer so ein bisschen für kommunizieren, einfach reden, weil ich finde das immer so ein bisschen die beste Möglichkeit, weil dann weisst du einfach schwarz auf weiß, was los ist, was abgeht und musst dir vielleicht nicht zu viele Gedanken machen oder mega in Sachen etwas interpretieren. Darum, ja, es ist immer einfacher gesagt natürlich als gemacht, aber falls es einen Moment gibt, falls sie gerade in einem Deep Talk sind oder wo du merkst, hey, es passt jetzt oder so, sprich es an. Frag mal, also weißt du kannst ja einfach nur so ein bisschen jokey-mässig etwas sagen und dann schauen, wie die andere Person reagiert. Und dann merkst du das auch schon relativ schnell. Und was vielleicht auch ein Punkt ist, das merke ich jetzt so, also keine Ahnung, wenn es jetzt nur ein Kollege wäre, würde ich voll easy von dieser Person jetzt auch über meine Crushes reden oder über meine Interessen oder irgendwie so. Und wenn es wirklich jemand wäre, wo ich auch Interesse habe, dann würde ich das ja nicht machen. Darum, falls die andere Person jetzt irgendwie anfängt zu reden über irgendwie über anders, dass die Person ihn hot findet oder was ihre Interessen sind oder was sie schön findet und es ist jetzt nicht ein Hint, dass es dich betrifft, dann ist es vielleicht jetzt auch eher ein schlechtes Zeichen für dich. Ja. Das nächste Thema. Allgemein über Mens. Würde mich freuen, wenn du das mal ansprichst. Es haben ein paar sich so ein bisschen das Thema gewünscht und ich habe es noch schwierig gefunden, um jetzt mega viel dazu sagen, weil ich halt auch gar nicht so viel kann dazu sagen, würde ich mal sagen. Also ich habe meine Menstruation mit 13 das erste Mal gehabt. Und ich würde sagen, so bei mir ist es eher so ein bisschen später gekommen als jetzt im Vergleich zu meinen Kolleginnen. Ja, darum, ich habe bei mir fast ein bisschen den Druck gekommen, Gott, wann komme ich es über und alle anderen haben es schon bekommen und bla. Aber eigentlich ist es voll kein Stress. Also jemand hat mir auch geschrieben, ob es zu spät ist mit 14 und macht euch keinen Druck. Ich habe auch eine Kollegin, die hat es erst mit 17 bekommen. Also das kann auch viel später kommen. Ich glaube, es ist erst vielleicht wichtig, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, hey, ich bin jetzt in ein Alter, wo es vielleicht ein bisschen weird ist oder dass es noch nicht kennt, dann könnt ihr ja easy einfach mal zu einem Gynäkologin und einfach mal checken, das Ganze. Und das ist dann wie schon easy geklärt, weil meistens ist es eigentlich einfach gar nicht ein mega Problem oder etwas Gesundheitliches, sondern da kommt es einfach ein bisschen später rüber, was auch vollkommen normal ist. Aber eben, falls ihr merkt oder ein bisschen Angst habt, könnt ihr auf jeden Fall das abchecken, um einfach eine sichere Antwort zu haben. Aber ja, also eben so mit 14 ist auf jeden Fall nicht irgendwie zu spät. Also allgemein, es gibt nicht das zu spät. Das ist wie, Bro, wir haben alle einen unterschiedlichen Körper. Die einen kommen jetzt mit 8 über, die anderen mit 17. Darum, ja, also wie, mach dir da keinen Stress, wenn du jetzt noch nicht hast und all deine Friends schon. Eben, ich habe mir auch den Stress mega gemacht und jetzt habe ich es und ich bin erwachsen und es ist kein Thema mehr. Also wie, ich werde ja sonst auch nie im Alltag gefragt, hey, wann hast du deine Tage bekommen? Oder es ist jetzt nie ein judgy Ding oder so. Das hat mein Leben jetzt auch nicht verändert, dass ich es 3 Jahre später bekomme als meine Kolleginnen. Außer dass ich noch nicht diese Tampons benutzen und das Struggle noch nicht hatte. Was eigentlich ein positiver Effekt ist. Von dem her macht er keinen Stress wegen dem. Und einfach sonst, ich kann eben gar nicht so mega viel dazu sagen, weil ich ja schon in der Podcast-Folge zum Thema mein erstes Mal so ein bisschen darüber geredet, dass ich eine Spirale habe. Und durch meine Spirale, also ich habe eine Hormonspirale, habe ich meine Tage gar nicht mehr. Heisst, was heisst, ich habe sie nicht mehr? Ich habe in dem Sinne schon einen Zyklus, obviously. Und von meinen Feelings her, mit PMS und alles, habe ich für meine Tage genommen.
aber es kommt jetzt da kein Blut mehr oder ganz wenig oder so. Darum ja, kann ich wie gar nicht so viel sagen. Was ich auf jeden Fall kann sagen, ich habe ja gleich, also wie lange habe ich jetzt meine Spirale schon? Gute Frage. Bro, auch schon lange. Seit 2019. Alter, das ist ja schon 4 Jahre. Scheiße, ich muss die nächsten Jahre schon wieder wechseln. Ich habe mir so das Gefühl, 5 Jahre, das ist Ewigkeiten. In 5 Jahren, wenn ich dann schon Kind habe, dann kann ich sie rausnehmen. Jetzt bin ich so, nein. Ja, egal, anderes Thema. Ja, ich habe auf jeden Fall am Anfang, da gibt es eigentlich einfach lustige Stories. Ich habe am Anfang einfach immer noch Binden benutzt, weil ich Angst hatte. Ich hatte Panik vor Tampons. Ja, da gibt es eigentlich lustige Stories vom ersten Mal, wo ich das erste Mal Tampon benutzt habe. Ich tue es einfach ganz kurz zusammenfassen. Meine Eltern waren in der Ferien. Ich war bei einer Family. In der Sommerferien war das, wo mich gehütet haben, also ich und meine Geschwister. Und wir sind ins Schwimmbad. Ich habe meine Tage bekommen. Zuerst mal das ganze Bett voll blüht bei denen. Das war fucking unangenehm. Und dann sind wir ins Schwimmbad und ich habe gewusst, okay, Bro, jetzt ist der Moment gekommen, du schiebst jetzt einen Tampon in. Das erste Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie alt bin ich? 15? I don't know. Und meine Mama war da und eigentlich wäre so ein Moment, wo ich zu meiner Mama würde gehen und halt sagen, «Jo, wie geht das? Hilfe!» In dem Moment hätte ich vielleicht eine grosse Schwester gebraucht, aber egal. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann, also sind wir ins Schwimmbad gegangen. Ich bin nach Hause gegangen, haben wir extra einen geholt, weil wir haben die Hause gehabt, einfach weil, falls mal vielleicht genau so ein Moment kommt, ich weiß es nicht, oder wir haben es von der Schule sogar bekommen. Wie auch immer, ich bin die Hause geholt dann und habe die Schwimmbad mitgenommen, bin dort aufs WC gegangen und ich habe mir das Ding reingeschoben und ich sage euch, ich weiss nicht, ich habe auf jeden Fall etwas falsch gemacht, weil es hat weh da und eigentlich tut es nicht weh. Ich sage euch, für die, die es noch nie gemacht haben, es tut nicht weh, es ist eigentlich kein Schmerz und es ist, du tust auch nicht irgendwie dein Jungfrau oder whatever, du tust dich nicht in die Jungfrau oder so, also es ist eigentlich wirklich, also ganz blöd gesagt, dass du einen Finger reinstecken, weißt du, ich meine, es ist und es geht jetzt auch nicht so mega tief. Ja. Darum, falls ihr jetzt auch nicht wisst, wie das genau funktioniert, es gibt ganz, ganz, ganz viele YouTube-Tutorials zu dem Ganzen. Ich habe die dann auch irgendwann mal reingezogen und dann habe ich es auch gecheckt, wie es funktioniert. Ich weiss einfach noch, ich weiss gar nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber ich rede jetzt auch mal rein, weil es sind meine Best Friends da, meine Besties. Ich bin am besten ist es für mich gegangen, wenn ich so in die Hocke gegangen bin. Also wie so ein Frosch bin ich am Boden gesessen. Weil dann ist, doch, das macht glaube sogar Sinn, das haben sie glaube sogar im YouTube-Video gesagt, dass dann wieder der Kanal kürzer ist. Aber ich bin kein Biologe, darum schaut am besten YouTube-Videos an und dann versteht ihr es auch. Ich habe sogar Vaseline benutzt, weil ich so ein das Gefühl hatte, dann flutscht es besser. Aber egal. Ich habe nachher dann das gemacht auf dem Schwimmbad, habe ihn reingetan, es hat so weh, ich habe irgendetwas falsch gemacht, 100%. Und er war auch nicht drin, wirklich. Es ist wirklich, ja. Dann zuerst mal sagt der Vater von dieser Family, dass man mein Dings unten noch sieht. Mein Bändeli. Richtig geil, richtig unangenehm. Und dann sind wir ins Wasser gegangen. Also es war noch so ein Seebad. Sind wir noch in den See gegangen. Und ich habe mir gedacht, Bro, okay, es tut so weh. Ich ziehe jetzt auch raus. Es ist mir scheißegal, wir sind jetzt im See. Und da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich rausblüten würde. Aber ich glaube im Fall allgemein, ich bin mir nicht ganz sicher. Eben wie gesagt, ich bin keine Biologin. Aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass wenn man im Wasser ist, dass es dann wie automatisch aufhört zu blüten. Weil ich merke, also ich weiss ja noch früher, wenn du in der Dusche bist, du hast nicht einfach rausgeblüht. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwo schon gehört, dass es so wie einen Mechanismus gibt, einen natürlichen, dass sobald man in Berührung mit Wasser kommt, dass es dann nicht rausblüht. Aber ich weiss es nicht. Das ist auf jeden Fall, das habe ich nur mal irgendwo gehört, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Aber ja, ich habe das Ding rausgezogen und der Brei hat geschwommen. Der Brei war am Schwimmen gewesen. Alle fucking unangenehm. Weil ich bin dort mit meinem damaligen Freund und seinen Friends und dieser Family sind wir dort am Schwimmen gewesen. Und die sagen so zueinander, «Ey, yo, was schwimmt dort?» Und ich schon mal denke, «Scheiße.» Ich bin dann aufs Floß geschwommen, sagt so zu meinem Freund, «Nein, Bro, geh nicht, gehen wir nicht.» Und er hat sich schon so, also weißt du, wir sind jetzt nicht auf dem Level gewesen, dass man sich so Sachen sagt. Er hat jetzt auch nicht gewusst, dass ich da mir gerade einen Tampon reingeschoben habe. Und dann sagt der Kollege, «Hey, gehen wir den holen, das ist glaube ich ein toter Fisch und so, holen wir ihn raus.» Und ich schiebe Panik und denke mir so, «Bro, das ist gerade mein Tampon, der voller Blut ist und am Schwimmen ist.» Ja, und dann habe ich es meinem Freund gesagt und er hat dann zum Glück den anderen davon abgehalten, dass sie ihn nicht holen, den toten Fisch. Aber ja, das war so meine Story zum ersten Mal Tampon einführen gewesen. Geil. Aber ja, ich will eigentlich keine Angst damit machen. Es ist eigentlich voll kein Ding. Es tut eben, wie gesagt, eigentlich auch nicht weh, weil wenn es weh tut, dann macht ihr auf jeden Fall etwas falsch.
Und ich glaube, mit einem YouTube-Tutorial macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Aber ich wollte eigentlich noch kurz sagen, dass ich am Schluss Tampons ersetzt habe durch so Menstruationstassen. Und ich habe am Anfang, also ich habe schon mega oft von dem gehört und habe immer so gedacht, nee, das Ding ist so riesig, das macht mir Angst, das tut sich weh und du kannst es nur benutzen, wenn du nicht mehr Jungfrau bist. Aber das stimmt alles absolut nicht. Ich bin auch ein richtiger Fan davon gewesen. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder meine Spirale rausnehmen würde, meine Tage bekommen, ich würde auf jeden Fall direkt wieder auf Menstruationstassen wechseln, weil das Ding ist so geil. Sage ich euch jetzt mal ganz direkt. Also, erstens mal, also ja, das ist jetzt so ein, ja, nein, das sage ich am Schluss. Erstens mal, es ist hure praktisch, weil du machst keinen Abfall damit. Du sparst so viel Cash, das ist insane. Und es ist so viel einfacher, weil es auch länger kannst reinbehalten. Also so blöd gesagt, es ist, also für die gar nicht wissen, was es ist, wie so ein Cup. Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch? Oh, irgendwie ein Nachbar lässt die Rolle da, aber Hilfe. Also es ist wieder so ein Cup und du tust das so gut zusammen. Ja, schaut einfach auch ein YouTube-Tutorial an. Ich habe jetzt auch keinen Cup da, wo ich ein Tutorial machen kann. Aber du tust mich so zusammenfalten rein und dann tut er so aufpoppen und durch das Vakuum, das entsteht, hebt der mega gut. Also der ist zum Beispiel auch viel, viel besser fürs Schwimmen geeignet, weil einfach das Vakuum, da kommt gar nichts rein. Und bei einem Tampon, das ist einfach so ein Stoffding. Also so, ja, darum für mich wirklich 10 von 10, richtig, richtig geil. Und es ist auch viel nachhaltiger im Allgemeinen, eben weil du keinen Apfel produzieren und so. Und grundsätzlich funktioniert es so, eben, dass du den rein tust und du kannst ihn viel, viel länger drin behalten, weil viel mehr Blut halt kann aufgenommen werden. Und dann tust du das Ding nach, ich glaube bei mir ist es wirklich, ich kann den einmal am Tag müssen wechseln, maximal, 2-mal. Und wenn du halt auf öffentlichen WC bist, dann tust du es halt einfach reinleeren ins WC und tust ihn wieder rein. Und du hast halt die Hände dann so ein bisschen, also entweder hast du Feuchttücher dabei und du hast halt so deine Hände putzen und sonst halt schnell mit WC-Papier und dann gehst du nachher sowieso Hände waschen. Und sonst, wenn du daheim bist, kannst du ja easy eben einfach ins WC leeren und dann beim Brünneli schön abwaschen und alles cleanen. Ja, darum, es ist so viel einfacher, du musst ja keine Tampons dabei haben oder irgendetwas. Ich finde es einfach richtig nice. Also, falls ihr auch schon mal überlegt habt, probiert es unbedingt mal. Ich glaube, im DM, ja Gott, das ist ein deutscher Laden, aber ich glaube im Müller, das gibt es überall. Ich glaube, das Ding kostet so um die 12 Stutz oder so. Im ersten Moment denkt man sich, es ist sehr teuer, aber eigentlich es ist eben im Vergleich zu Tampons, wenn es nur noch das benutzt, ist es so viel billiger und du kannst die ja immer wieder benutzen, auch dann musst du den nicht in den Kühl rühren und du musst halt einfach regelmäßig halt aufkochen, dass halt Bakterien sterben. Sonst hast du irgendwann eine Infektion, das ist jetzt auch nicht das Ziel. Aber ja, grundsätzlich kann ich das mega empfehlen. Also falls ihr mal Bock habt, probiert das unbedingt mal. Also am Anfang hatte ich so ein bisschen Angst gehabt. Ich bin nachher so ein Fan davon gewesen, weil es einfach so viel einfacher ist und so. Es hat für mich so nur Vorteile gehabt irgendwie. Und eben, also ich habe den auch benutzt, weil ich noch Jungfrau war. Von dem her, das war nicht das Problem gewesen. Voll, auch wenn das halt so das Gefühl hat, der ist so ein bisschen grösser jetzt als ein Tampon. Ja, ich glaube, das wären so ein bisschen meine Themen zum Thema Mens. Ich hoffe, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Ganzen, dann könnt ihr ja gerne noch schreiben. Wir gehen mal weiter. Wie hast du den Mut gehabt, mit einem schlechten Französisch ein Austauschjahr machen oder einen Monat? Ja, eben. Da kommen wir gerade wieder aufs Thema, ist auch schön. Ganz simpel gesagt, Alter, du gehst in den Sprachaufenthalt, weil du Französisch willst lernen oder Sprache willst lernen. Es bringt dir nichts, wenn du eine Sprache perfekt kannst und dann gehst du in den Austausch. So. Und gerade wenn du eine Sprachschule machst, dann hat es wahrscheinlich mega viele Leute, die jetzt auch nicht perfekt können Französisch reden. Von dem her macht er da keinen Stress. Und also ich weiss nicht, das war so meine Motivation gewesen. Und im Nachhinein finde ich es eigentlich hure geil, dass ich in den Sprachaufenthalt gegangen bin mit sehr wenig Französischkenntnis. Weil ich habe so ein Video gemacht, das ist übrigens auf YouTube, wo ich mich aufgenommen habe, wenn ich Französisch rede. Also ich habe so 5 Fragen beantwortet. Und nach dem Sprachaufenthalt habe ich genau die gleichen Fragen auf Französisch auch beantwortet. Und dann habe ich so richtig den Unterschied gesehen, wie sich mein Französisch verbessert hat. Und das klingt jetzt mega blöd, aber für mich selber habe ich so viel geiler gefunden, dass ich so einen mega krassen Unterschied gesehen habe, als wenn ich jetzt schon vorher gut gewesen wäre und nachher noch so ein bisschen besser. Das ist jetzt nicht gleich geil, ist nicht so gleich satisfying. Darum, ja, also macht euch da keine Gedanken. Und eben, es hat allgemein bei mir zum Sprachaufenthalt Leute gehabt. Also eben, wie gesagt, ich bin wirklich scheiße im Französisch und es hat halt Leute dort, die das erste Mal in ihrem Leben Französisch haben. Darum, es wird immer Leute geben, die schlechter sind. Also gerade in der Schweiz, es ist ja normal, dass wir das alles in der Schule haben. Darum ist ja obviously jetzt auch kein Ding. Und falls du jetzt einen Sprachaufenthalt machst, wo jetzt nicht in eine Sprachschule gehst, sondern vielleicht irgendwo
eben an eine offizielle Schule oder irgendwo gehst du arbeiten, also mit Leuten, die es nur hat, die Französisch reden, dann ist es safe kein Problem. Also wie eben, du gehst dort her, zum Französisch lernen, zum Fortschritt machen, es muss dir ja etwas bringen. Und ja, darum voll easy. Und ich weiss nicht, ich habe irgendwie auch automatisch mehr den Ansporn gehabt, um es zu lernen. Als wenn ich es jetzt schon ein bisschen können, dann wäre ich so gewesen, ja, keine Ahnung, juckt mich nicht. Von dem her, ja, do it, mach es unbedingt. Voll. Mein bester Freund und eine gute Kollegin wollen etwas voneinander. Ich weiss nicht ganz, was ich davon halten soll. Oh, ich finde das so schwierig, weil es ist irgendwie so, dass man es eigentlich mega nachvollziehen kann und mega verstehen kann, weil es sind so zwei Personen, die dir mega wichtig sind, die du mega gerne hast und du hast irgendwie vielleicht so ein bisschen Angst, dass wenn sie jetzt würden zusammenkommen oder irgendetwas zwischen denen laufen, dass es irgendwie einen Einfluss nachher auf dich hat. Entweder, dass sie sich vielleicht von dir abschottet und weniger mit dir zu tun haben, oder dass es irgendwie awkward wird, oder keine Ahnung. Aber vielleicht machst du dir gerade einfach viel zu viel Gedanken, weil, wie du sagst, sie wollen erstmal etwas voneinander. Und das muss gar nicht immer etwas Negatives heißen, sondern es kann vielleicht auch etwas Positives heißen. So, das sind zwei Leute, die du gerne hast, die sich auch gerne bekommen, was vielleicht auch cool kann sein. Und wichtig ist einfach in dem Moment, dass du, auch wenn es selber dich in dem Moment wie so ein bisschen, ja, nicht weißt, was davon halten, vielleicht Angst hast, negative Gefühle den ganzen eben hast und eigentlich lieber nicht würdest wählen, dass jetzt vielleicht zwischen denen etwas ist. Probier dich gleich noch freuen für sie und für sie da zu sein, weil es sind eben auch Leute, die du gerne hast. Und ja, also so blöd eben, wie gesagt, es sind ja immer noch close Leute, du kannst mit denen auch reden. Vielleicht musst du jetzt nicht unbedingt sagen, ja, ich finde es voll scheiße, wenn ihr jetzt etwas miteinander habt, aber du kannst auch offen über deine Gefühle reden und sagen, hey, irgendwie, ich merke gerade so, dass ich ein bisschen Angst habe vor dem Ganzen. So, oder weiß auch nicht, einfach voll transparent und jetzt, also ja, auf jeden Fall jetzt nicht irgendwas verbieten oder so, sondern einfach über deine Gefühle reden und über deine Gefühle reden, sodass es jetzt nicht darum geht, dass du ihnen irgendwie etwas willst unterschwellig vermitteln, sondern dass es für dich, dass du vielleicht Angst hast oder so oder nicht ganz weißt, wie du damit umgehst oder vielleicht ein bisschen überfordert bist und so. Das ist ja voll easy, aber grundsätzlich finde ich es, glaube ich, gerade als Friend wichtig, dass du die beiden vielleicht gleich supportest, unterstützt, für sie da bist und immer noch einfach eine gute Kollegin bist. Und ja, vielleicht kann man ja auch das dritte dann etwas machen und gleich auch noch das zweite jeweils mit den Leuten etwas machen oder whatever. Also ja, darum vielleicht es passiert aber auch gar nicht und vielleicht eben kann es auch mega cool sein, darum macht auf jeden Fall keinen grossen Druck oder Stress oder irgendetwas, dass es jetzt das ganze Leben wieder auf den Kopf stellen oder dass es jetzt eine volle Veränderung wird geben oder dass es scheiße wird, sondern lass auf dich zukommen und wenn du merkst, dass es nicht so cool wird, eben, dann kannst du immer noch mit diesen Leuten reden. Von hey, ich merke gerade, dass ihr euch von mir abwendet oder dass zwischen uns die Freundschaft sich verändert im Negativen. So Sachen kann man ja dann immer noch ansprechen. Voll. Genau. Das nächste ist, ab wann weiss man, ob man verliebt ist? Gibt es Anzeichen oder so? Das ist tatsächlich eine mega oft gestellte Frage, was mich irgendwie überrascht hat, weil irgendwie in meinem Kopf ist so, I don't know, irgendwann, also ich kann es wie gar nicht so beschreiben, so genau, ab wann ist man verliebt. Aber es gibt ja gleich so ein paar Punkte, würde ich sagen, ab wann man verliebt ist, also, oder ob es jetzt nur ein Crush ist oder so. Ich habe es zum Beispiel, ich rede jetzt vor allem von mir, wenn ich merke, dass ich wirklich verliebt bin, wenn ich so eine Person richtig liebe. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Und ich kann mir vorstellen, eben, wenn du es vorher vielleicht noch nie gehabt hast, dann kannst du dir auch nicht ganz vorstellen, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Darum probiere ich das jetzt in meinen Worten möglichst genau beschreiben, auch wenn es schwierig ist. Also, ich gehe zum Beispiel beim Can, es hat bei mir Phasen gegeben, wo ich sich so hart vermisst habe. Das kannst du nicht in Worte fassen, dass du 24/7 an die Person gedacht hast. Also eben, ich bringe immer das Beispiel im Chemieunterricht, wo ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich habe jede Sekunde gedacht, ich habe es fast nicht ausgehalten. Ich wäre am liebsten aufgestanden, in den Zug gesäckelt und zu ihm gefahren. Weil es hat wirklich, ich habe den so hart vermisst und ich war einmal in London mit einer Familie, wir wären nur eine Woche gegangen und ich habe nach einem Tag, nach Flügen geschaut, ob ich früher heimfahren kann, fliegen. Das ist eigentlich crazy. Ich hätte einfach eine Woche also ich bin dann auch eine Woche geblieben, aber ich hätte einfach die Ferien geniessen, aber ich habe die ganze Zeit, ich habe die Sekunden gezählt, bis wir wieder heimgehen, bis ich ihn wieder sehe. Und ich bin dann, als wir heimgekommen sind wir am Hafen in Zürich, am Flughafen meine ich. Und ich bin einfach straight zu ihm gegangen, ich bin gar nicht heimgegangen. Ich habe meinen Eltern den Koffer gegeben und ich bin auf St. Gallen gefahren zum Can. Dort hat er in St. Gallen gewohnt. Darum ja, das ist für mich so ein riesiger Punkt, dass ich das so fest vermisse.
Und dass ich immer an ihn denke, dass er immer in meinem Kopf war und alles mit ihm assoziiert habe. Und ein anderer Punkt ist, dass ich mega das Dings hatte von ich will den Körperkontakt. Dass ich, also weißt, ich meine jetzt nicht mal im sexuellen Ding, sondern dass ich, wenn ich eingepennt bin, dass ich mir amigs gewünscht hätte, dass er jetzt neben mir liegt und einfach die Sehnsucht nach so Körpernähe. Das kann ein Händchen sein, das kann ein Umarmen sein, sich küssen, alles mögliche, also da hast du mega harte Sehnsucht, oder ich, wenn ich so wirklich frisch verliebt bin. Und ja, immer so das Bedürfnis, dass die andere Person sich meldet, also sobald man das Handy geläutet ist so, oh mein Gott, hat er geschrieben. Ja, das ist so bei mir auf jeden Fall das Ding von, okay, jetzt bin ich verliebt. Aber das ist eben, wie gesagt, vielleicht auch bei jedem so ein bisschen anders. Aber macht dir keinen Stress so, oh mein Gott, bin ich jetzt verliebt oder nicht? Früher oder später wirst du es herausfinden. Und solange alles für dich passt, also wenn du merkst, hey, ich will dieser Person näher kommen, ich will mit dieser Person in eine Beziehung gehen, dann ist ja alles fein. So. Ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt definieren, ab wann es Gefühle sind, sondern das merkst du ganz für dich alleine. Und solange es für dich passt, ist ja eigentlich das Wichtigste. Genau. Ja. Ja, Friends, ich merke, das sind alle Fragen gewesen. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge irgendwie geholfen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Alter, jetzt ist 9 Uhr. Wie lange habe ich aufgenommen? Ewigkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt unbedingt meinen Koffer packen und heimgehen. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schlaf gut für die jetzt pennen gehen, wie jetzt bald ich. Und noch eine schöne restliche Woche. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Format findet, ob ich das nochmal machen soll, ob ihr das cool findet. Oder ob ihr lieber so die typischen Folgen habt, wo so um ein gewisses Thema geht. Ich finde es zur Abwechslung eigentlich noch ganz geil, eben so ein bisschen mit euch so direkt zu tagen und so ein bisschen euch mit in die Podcast-Folge reinbringen. Aber ja, ich tue die Podcast-Folge langsam beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir unbedingt auf Spotify. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt einen Kommentar. Und nein, man kann es nicht liken, oder? Ich bin mir noch nicht sicher. Das ist immer noch so ein Mysterium, ob man meine Podcast-Folgen liken kann. Aber ich weiss, dass man mich abonnieren kann. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, wenn ihr mich auf Spotify abonniert. Und ja, das wäre ein wunderschöner Schlusssatz gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!